Vielmals merci, Herr Präsident. Also ein Detail vom Gesetz brauche ich nicht mehr anzugehen. Der Rapporteur hat exzellent gemäht. Wichtig ist, dass wir einen neuen legalen Kader kriegen, noch einen klaren Kader, wie gesagt, das Gesetz von Loras von 1912. Stell dich dann mal vor, ich weiß nicht, ob wir da viele haben, die nach von 1912 erkraft sind. Und ich gehe davon aus, dass auch wenn das Gesetz ganz präzise ist und auch ein umfangreiche Kader bietet, dass es sicherlich keine 100 Jahre wertgültig sind, aber dass man da regelmäßig aufstellen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse müssen aufpassen. Ich will da schon bei ganz große Merci sagen für die große Zustimmung, weil es ist an der Zeit, wo wir sind, extrem wichtig, dass wir das Gesetz auch gestimmt kriegen. Da wirst dann auch du hast den der Rapporteur Jeff Bohne war darauf eingegangen, dass die Sanitärsituation in unseren Notbeschländer rundherum ziemlich angespannt ist, wo in Frankreich Lampiskin, die sie nach gehabt, Holz zu packen, das vom 5. Januar uns als Fall mit do. Hoffen wir, dass es ruhig bleibt. Wir haben den IBR an der Belge, das du an der Grenze am Schwingspest an Deutschland. Und dafür ist es, Zulege hat mal Fall hei. Rund 100 Kilometer am Umkreis haben wir also Krankheiten, die riskieren, irgendwann rüber zu springen. Wir hoffen, dass wir es definitiv nicht kriegen. Da wollen wir keine Schlagzeilen. Und ich meine, Madame Delco hat gesagt, Gesetz für nicht für Schlagzeilen, aber ich will auch keine kriegen. Beim besten wollen nicht. Wir machen für die Prävention alles mit dem IBR-Programm und den Schwingspest-Aktionsplan, den wir auch zusammen mit Environnement machen, mit einer Informationsversammlung über die LSD, mit Bauern vertreten. Wir werden eine große, die Landwirtschaftskammer wird eine größer machen. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir vom Ausbruch von so Krankheiten verschont bleiben. Wir müssen vorbereitet sein und dafür ist dieser gesetzliche Kader extrem wichtig. Ich will, wie gesagt, das Dalwas-Gesetz, Madame Welfring hat gesagt, das vereinfacht das auch nicht, weil wir alle neue Missionen immer im Kadergesetz müssen aufpassen. Wir müssen da die Belohnung machen. Wir haben Deforestation rangeholt. Aktuell ist es schon noch nicht erkraft. Wir müssen es schon mal prophylaktisch rangeholt, dass sobald wie das Reglement oder das Gesetz weiser Kraft tritt, dass wir dann die Kontrollen auch werden machen. Manpower ist gefragt gehen. Wir sind davon ein bisschen überrascht mit der Deforestation, dass wir das müssten machen. Wir haben noch gesagt, wir brauchen sicherlich zusätzlich Leute, weil das können wir nicht eins. Die zusätzliche Leute kriegen wir auch zugeschwert. Das heißt, da kriegen wir dann eine Abstockung, wann das bis läuft. Unter anderem auch bei unserer AStA, weil das da möchte doch durch Beratung, wir werden auch durch Sachen machen. Wie gesagt, deren Transporter, da machen wir ja die Kooperation mit der Douane. Und auch das funktioniert gut. Das heißt, da haben wir nicht Kamionen, aber das möchte die Douane. Das heißt, das läuft auch gut. Ich so ein E-Schei. Vielmals merci. Wie gesagt, das ist für uns ein extrem wichtiges Gesetz, was wir haben. Und ich hoffe, dass wir den großen Teil vom Gesetz nie müssen benutzen. So nicht vielmals merci.